Room erzählt die Geschichte von einer jungen Frau, die von einem älteren Mann entführt wird auf der Straße, nachher in so einem Gartenschuppen eingesperrt wird, jahrelang. Zusammen zeugen die zwei ein Kind und der Film Room startet an dem Tag, wo der Bub, der Jack, 5 wird. Und ich kann es nicht anders sagen, Room hat mir das Herz gebrochen, so da. Und dann hat es alle Stückchen wieder gesucht und zusammengeflickt. Und dann wieder gebrochen. Das liegt an verschiedenen Sachen. Einerseits an der Geschichte und andererseits an der absolut fantastischen Hauptdarsteller. Brie Larson, die Mutter von dem Sohn spielt, hat absolut zu Recht den Oscar für die beste Hauptdarstellerin bekommen, wie ich finde. Sie spielt die verzweifelte und trotzdem irgendwo hoffnungsvolle Rolle so gut. Sie muss dem Bub die Welt erklären, wo sie drin leben, und das macht sie hure gut und wirklich mega glaubwürdig. Das ist mega beeindruckend, wie ich finde. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich so ein bisschen den kleinen Showstealer vom ganzen Film. Und der Showstealer heisst meiner Meinung nach Jacob Tremblay, der Jack, also der Sohn, spielt. Der kleine Bub, das ist ein 9-jähriger Bub, der ist der Wahnsinn. Der ist so verdammt gut, der ist wirklich erschreckend glaubwürdig. Es bricht einem wirklich das Herz, es zerreißt einem regelrecht, wenn er traurig wird oder wenn irgendwie etwas zwischen den beiden nicht aufgeht oder wenn er etwas lernt, wo er vielleicht noch nicht hätte lernen sollen oder so. Und das ist wirklich verdammt gut. Was da natürlich sehr unterstützend wirkt, ist, dass die zwei, Brie Larson und der Jacob Tremblay, wirklich eine super Chemie haben miteinander, die funktionieren dynamisch wahnsinnig gut miteinander. Sie sind auch neben der Kamera mittlerweile wirklich gute Kollegen, was man in Interviews und so sieht, und sie sind so herzig miteinander. Und das überträgt sich so ein bisschen auf den Film und das merkt man einfach wirklich. Und auch die paar wenigen Nebendarsteller, die der Film hat, sind wirklich mega gut. Und das macht die ganze Welt, wo der Film drin spielt, so glaubwürdig, dass es wirklich eine echte Geschichte sein, mehr ein Doc-Film als etwas anderes. Und das ist eigentlich eines der grössten Komplimente, die ich dem Film machen kann. Die Regie von Lenny Abrahamson ist wirklich auch mega gut. Es ist eher ein langsamer Film, er geht fast 2 Stunden. Das Pacing ist aber trotzdem gut, weil er nimmt sich einfach Zeit, um die Geschichte zu erzählen, um die Charaktere erklären und erläutern und auch ein bisschen tiefer gehen als nur der heisst so und sie heisst so und so sehen sie aus. Die Geschichte, die beiden erleben, ist einfach wirklich so gut, sie ist so packend, sie reißt einem regelrecht mit und lässt einem nachher auch nicht mehr so schnell los, weil es ist sehr eine bewegende Geschichte. Ich bin jetzt nicht einer, der brüllt, wenn ich Film schaue oder so, aber bei Room bin ich wirklich 2-3 Mal sehr, sehr nahe dran gewesen. Und an der Pressevisionierung haben sie auch Nasstücher verteilt und Leute, die nahe am Wasser gebaut sind, sollten die bereithalten, weil er oder sie wird das eine oder andere Tränchen verdrücken. Der einzige Kritikpunkt, den ich bei Room anführen kann, das ist, dass vor allem im zweiten Teil vom Film gewisse Handlungsstränge aufgegriffen werden und nachher einfach nicht fertig erzählt werden. Sie werden so ein bisschen vergessen. Das habe ich mega schade gefunden, weil es sind teilweise potenziell interessante Storys gewesen, die nicht erzählt worden sind, die nicht fertig erzählt worden sind. Das habe ich auch schade gefunden. Das, finde ich, hätte man definitiv besser machen können. Alles in allem ist Room wirklich ein mega emotionaler, bewegender, einfach wirklich ein mega guter Film. Mit tollen Hauptdarstellern, vor allem mit guten Nebendarstellern, mit einer glaubwürdigen Welt. Der Film behandelt Themen wie das Erwachsenwerden, wie Hoffnung, wie Verantwortung, wie Presse mit so Sachen umgeht. Und das jongliert er alles super gut hin und her. Ich kann den Film nur empfehlen für Leute, die mit so Filmen etwas anfangen können, mit emotionalen, eher langsamen Filmen. Wie man merkt, hat mich Room wirklich fast vollends überzeugt. Das ist wirklich ein mega guter Film. Ich hoffe, ihr werdet euch den anschauen und ich danke jetzt euch vielmals, dass ihr das Video dazu angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.